Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Mutig, mutig». Die Geschichte hat Lorenz Pauli geschrieben und die Bilder hat Katrin Scherer gezeichnet. Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz sitzen am Ufer vom Weiher. Die Maus ist da, weil sie nicht gewusst hat, wohin sie sonst gehen sollte. Die Schnecke ist da, weil die Maus da ist. Der Frosch ist einfach auf einen Sprung vorbeigekommen. Und der Spatz will wissen, was die anderen hier so machen. Ja, sagt die Schnecke. Und die anderen nicken. Was jetzt? fragt der Spatz. Und die anderen schütteln den Kopf. Und alle denken, ja, was jetzt? Endlich kommt am Frosch eine Idee. Wir machen den Wettkampf, wer am meisten Mut hat. Gute Idee! Sehr gute Idee. Super Idee! Die anderen klatschen in die Pfoten, Flügel und die Fühler. Die Maus macht den Anfang. Ich tauche bis zum anderen Ufer und wieder zurück, und zwar ohne aufzutauchen. Der Frosch tut enttäuscht. So ein Quark, das hat nichts mit Mut zu tun, das ist doch ein Vergnügen. Die Maus ist beleidigt. Ich bin doch kein Frosch, für eine Maus ist das völlig außergewöhnlich. Schon gut, beruhigt der Spatz. Zeige mal! Die Maus macht sich parat, holt tief Luft, ganz tief, springt ins Wasser und ist weg. Einmal hin, einmal her. Endlich taucht die Maus wieder auf. Der Frosch hilft ihr aus dem Wasser und gratuliert. Mutig, mutig, du bist eine tolle Taucherin. Alle klatschen mit ihren Schwimmhüten, Fühler und Flügeln. Jetzt ist der Frosch dran. Ich fresse heute keine einzige Mucke und keine quirlige Flüge, sagt er. Ich esse eine ganz grosse Seerose. Die Schnecke tut enttäuscht. Das ist doch überhaupt nicht mutig. Ich fresse täglich Grünzeug. Du schon, sagt der Frosch und ist beleidigt. Aber für mich als Frosch braucht das viel Mut. Schon gut, beruhigt die Maus. Los, Frosch, zeige mal! Der Frosch springt in den Teich, sucht sich eine grosse Seerose aus und würgt sie mit Stumpf und Stiel ab. Nach dem letzten Bissen nickt die Schnecke anerkennend. Mutig, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Alle klatschen mit den Pfoten, Flügel und Fühler. Jetzt ist die Schnecke dran. Sie schleimt hin und schleimt her, sie räusperlt sich und sagt, ich werde jetzt aus meinem Haus rauskommen und rund um mein Schneckenhäuschen kriechen, ganz ringsum und erst dann wieder mein Haus anlegen. Der Spatz tut enttäuscht. Ist doch überhaupt nicht mutig. Ich habe meine Eierschale schon am ersten Tag abgestreift und bis seither nie mehr reingekrochen. Die Schnecke zieht sich beleidigt in ihr Häuschen zurück. Schon gut, beruhigt die Maus. Ein Ei ist kein Schneckenhäuschen. Schneck, fang an.
Schnecke kriecht raus, ganz raus, kriecht ums ganze Haus herum und zwängt sich langsam, ganz langsam wieder ins Häuschen hinein. Jetzt sitzt es dafür einfach ein bisschen schräg. Der Spatz ist begeistert. Mutig, mutig, so etwas hat die Welt noch nie gesehen. Alle klatschen in die Flügel, die Schwimmhüte und die Pfoten. Jetzt schauen alle ganz gespannt zum Spatz, weil jeder weiss, Spatzen sind frech und mutig. Alle sind gespannt, was der Spatz jetzt machen wird. Der Spatz gümpelt hin und her und her und hin. Ich mache nicht mit. Hä? Endlich begreift die Maus, dann begreift der Frosch und am Schluss begreift auch die Schnecke. Und all jubeln. Ja, das ist Mut. Das ist die Geschichte «Mutig, mutig sein». Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!